Ach Leute, ist es nicht schön, wenn man anderen bei der Arbeit zuschauen kann, uns dabei sogar verfolgen kann? Also irgendwie ist es ein bisschen Stalking, wa? Naja, willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Eine neue Einrastfunktion, die ich gerade noch entdeckt habe, aber irgendwie in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Wenn man auf eine Person klickt und dann hier oben das Kontrollkästchen aktiviert, zack, kann man sie quasi, ja, verfolgen halt, ne? Das, ja, das hat durchaus was für sich, will ich nicht sagen, dass es irgendwie entspannend ist oder informativ, ja doch schon auch. Naja, es ist wie es ist. Sagen wir es so. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Leute. Und das Ganze noch ohne weiteres Konten-Update. Wir haben zwar bereits den 20. Ne, den 22. Alter. 22. Februar bereits. Und kann das nur noch ein paar Tage dauern, bis mal das neue Konten-Update kommen soll mit neuen Gebäuden auch. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten oder übernächsten Folge mal drin habe. Bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das Ganze erst für die nächste Map dann mit freischalte und wir diese Map noch auf die gewohnte Art und Weise abschließen. Wobei eben wir haben trotzdem so das Update hier. Müssen wir Informationen bekommen, auch über die Tiere und so weiter und so fort. Er kann natürlich auch hier einen Hoppelhasen verfolgen. Wow, das ist auch okay, krass. Der große pagonische Berghase, eine häufige Zutat für Hauptgerichte. Dass du sogar Tiere folgen kannst. Was ich cool finde, ist, da steht extra noch Wildtiere. Heißt das, wir kriegen irgendwann die Option, selber Tiere zu züchten? Ne? So quasi Farmtiere mäßig? Oder wird es eher Richtung Haustiere sein? Oder hat es gar nichts damit zu tun? Wir werden sehen. So, wir haben hier noch ein bisschen Kupfer. Wir haben hier Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben hier Eisenerz. Gut, Silber fehlt noch. Es fehlt aber so noch ein paar Dinge. Silbertagebau, ja, das müssen wir noch machen, genau. Oder sollen es machen. Ich meine, die Dinge, die wir hier haben, die sind zwar nice to have, aber muss nicht unbedingt jetzt alles machen. Das kann man dann nach und nach. So, Mr. Resort, da ist noch etwas. Jetzt ist die Frage. 5 plus 1. Ja, irgendwie mit der leichten Rüstung sind wir nicht so schnell unterwegs tatsächlich. Ich frage mich, woran das liegt. Eines Teils ist nicht so weit hier weg, dass ich trotzdem lange dafür brauche. Ein Lager für Rucksäcke selber habe ich aber noch nirgends gemacht, wa? Weil ich müsste irgendwo sehen, von was ich da irgendwie viel habe. Wir sehen da mit der leichten Rüstung, ja. Eigentlich ist ein Werkzeug, aber 21 von Rucksäcken. Noch auf Tasche. Komm, ich deaktiviere den mal, soll er mal nur leichte Rüstung momentan zimmern, dann macht ihm noch unendlich. Was aber keine Rolle spielt, da wir sowieso auch Stoff und Leder noch ein bisschen was haben. Beziehungsweise mittlerweile ja hier mit den Eisenbarren. Was kann ich mehr, ob jetzt. Kann ich beides verwenden, wa? Wobei Leder. Nee, er soll lieber Stoff machen mit Leder. Solange ich Leder nicht selber herstellen kann, sondern abhängig bin vom Jagen, ist das ein bisschen doof tatsächlich. Kohletagebau noch ein bisschen mehr bauen. Noch Bauarbeiter aus. Ja gut, komm. Machen wir hier mal. Das heißt, der Tagebau, wo ist denn der Tagebau? Was ich gerne noch hätte, so eine Markierung ist, dass ich jetzt zum Beispiel sehe, wenn ich so ein Gebäude ausgewählt habe, wo ich ein anderes Gebäude in der Art habe. Zum Beispiel hier oben. Hier habe ich ein Gebäude, gut, das ist eine Sammelhütte, okay. Sammelreichweite, dann natürlich schade. Aber zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, das kann ja ähnlich wie bei gewissen Anno-Spielen sein, dass die Dinge einfach grün markiert sind quasi. Dass ich zum Beispiel sehe, der hier ist ein Kohletagebau. Wenn ich das Gebäude halt nicht kenne, ich hätte jetzt keine Ahnung, dass dort bereits einer ist. So ein Feature fällt mir noch. Ich meine, klar, ich sehe zum Beispiel, dass hier oben Kohle ist. Dann natürlich auch sehr schön. Hier unten Kohle habe, könnte ich den ja sogar auch hier bauen. Weil, boah, wenn der sagt, mach nochmal einen, mach mal nochmal einen. Ein Wald läuft, Läufer. Eine Abenteuergilde, ja, die brauchen wir.
Wir haben nicht die ganzen Gilden am selben Ort gemacht, wa? Wir haben ein Baustellencamp hier wie eine Militärakademie. Eine Rüstungsschmiede. Eine Werkzeugschmiede, ja, aber das andere Häuschen, das fehlt noch, wa? Oh. Wählt aber ein paar, wa? Ja, definitiv. Sammelt, sammelt. Sie fällen dafür nichts mehr. Warum? Habe ich ein Problem? Kommen die nicht mehr hinterher oder was? Banausgangslager ist voll. Ja, dann natürlich ein Problem. Dann könnt ihr mal kurz pausieren hier. Nur Laubholz stimmt noch gar nicht mehr so viel, wa? Von unserer Pflanze kam noch was. Also übrigens sieht man hier auch sehr schön, was überhaupt ist. Ob Laubholz oder Nadelholz. Danke, liebe Entwickler, bin natürlich schon mal sehr froh drum. Also das ist erst für später dann, ne? Wenn ich wieder ein bisschen Platz habe, damit wir wieder loslegen können. Soll ich wohl eine Abenteuergilde bauen? Auch vernünftigen Platz dafür. Ob es hier jetzt vernünftig ist, sei jetzt mal dahingestellt. So. Fackel und leichte Rüstung. Ja, da muss in der Schneiderei, Holzwerkstatt. Schön, dass das mittlerweile hier auch steht. Ja, der Rüstung mache ich sowieso gerne Hülle umfüllen. Wird einmal einen dafür übrig sein. Dann Holzwerkstatt. Fackel mache ich nicht so viel. Ich bin vor allem auf Hölzner Zahnräder. Als die Klage eh voll ist, dann sollen wir mal Fackel machen. Bauarbeiter aus. Construction Unit Tag, ja, ist schön. Gildenhaus. Gilden haben euch lieb. So, was habe ich eigentlich alles für Waffen? Ne? Ich brauche 25 davon noch. Ein paar Zimmerer, Planierer vor allem. 10 davon. Zu beliefern. Dann machen wir hier 5 und hier nochmal 10, weil dann müsste es ausreichen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Hammer, Schaufel und Rucksäcke. Rucksäcke aber 10 Stück sowieso, da ist auch kein Problem. Sogar mehr davon. Dann Werkzeuge, ja, Schaufel und Hammer halt. Gut, dann hätten wir das auch. Hier oben noch Militärcamp bauen. Das wäre grundsätzlich eh keine so schlechte Idee tatsächlich. So. Dann haben wir da eine Sammelhütte, der sammelt. Ja gut, was soll er sonst machen? Den Rest gucken wir dann. Militärcamp. Ne, das ist die Akademie, Entschuldigung. Das war falsch. Das Militärcamp schon wieder? Ah, hier. Gut. Ausbildung. Rekrutiere einen Veteranensoldaten. 100 dabei. Waldläufer ebenso. Rekrutiere einen Soldaten. Oh, die wollen noch viel haben. Wir sitzen hier aus, ne? Okay, da ist er dabei. Beeindruckend an Reichtum. Braucht ihr Silber. Wir sitzen hier aus. Nahrungskette aber noch 3 Stück davon. Ja. Denk mal irgendwie Sammelhäuser und sogar noch ein paar machen tatsächlich. Ich mache irgendwie eine Jagdhütte. Wobei hier draußen dürfte es eher ein bisschen schwieriger werden, noch irgendwas zu jagen. Schon alles abgejagt.
In der Mitte haben wir noch ein paar Dinger gesehen, aber was brauchen wir noch? Eine Sammlerhütte. Da oben ist eine Jagdhütte. Auch schon überall was. Ja, komm mal, da noch eine hin. Tun ist noch viel los. Soll das mal bauen. Dann nimmt Land ein. Ja, wo nimmt es überhaupt gerade ein? Als in die Richtung, wa? Eigenschaften Kampfstärke. Was mit weil hier alles steht. Kampfstärke schon mal dasteht, war das schon mal cool. Die Werkzeuge dafür sehe ich jetzt auch schon mal, sehr schön. Ja, die magischen Waffen, war da ist halt dann so ein Ding. Also halt so Diamanten, Rubine, die du dafür herstellen bräuchtest. Also hier, ne, zum Beispiel magische Fackel, magische Klinge, dafür brauche ich halt dann auch Rubine und Smaragde. Die können wir bislang nur durch Quests bekommen. Aber das kommt noch, dass man die auch selber herstellen und abbauen kann. Nur, eben dauert es noch ein bisschen, weil wie gesagt, das ist alles noch Early Access, also auch überhaupt keinen Stress machen oder so. Also finde ich zumindest. Er soll den Entwickler ruhig Zeit lassen. Also Zeit, ja. Jetzt ist natürlich nicht endlos viel, aber trotzdem. Also bauen wir eine Garnison hier oben, weil sonst dauert das noch ewig und 3 Tage. Und dann pausiere ich hier mal alles, weil dann können nämlich ihr hier nach hier oben hin. Und der kann dann mal, wenn es geht, bis hierhin sicher mal ausbauen. Ja, bis zum Leuchtfeuer, dann muss er unbedingt noch hin. Für hier unten, war plus 2 sind 13. So, jetzt war noch am 14. noch irgendwo ein Gebäude. Könnte ich hier drüben vielleicht noch eine Sammlerhütte machen? Hier. Man sieht hier sehr sammelig aus. Das Problem ist, wie kommen wir da hin? Weil ich schon alles zugebaut. Huch. Nee, jetzt sehe ich hier unten auch eine Anzahl, wie viele Gebäude ich schon habe insgesamt. Ey, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, hätten wir bei jedem Spiel, oder ich sag, was Spiel, bei jedem Entwicklerstudio, die sich so viel Mühe machen würden, auf die Wünsche ihrer Spieler, ihrer Kundschaft kann man eigentlich auch sagen, einzugehen. Ey, ganz ehrlich, das wäre doch so ein schönes Leben. Also da muss ich immer wieder meinen Hut vorziehen und sagen, liebe Entwickler von Pioneers Pagonia, GG. Das ist wirklich einfach einsame Klasse. Wir sind natürlich auch schon sehr gespannt natürlich, wie die Endversion, quasi das Vollspiel aussehen wird. Natürlich etwas, aber das sage ich halt, weil ich sowieso eher so ein Typ bin, der gerne ein bisschen auf Ding steht. Ja, Rollenspieltechnisch natürlich auch ein bisschen also auf Story und so, weil man sage, hey, Kampagne? Fragezeichen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Spiel, da glaube ich eher weniger, aber vielleicht bei einem Nachfolger dann. Gut, das könnte wieder ein paar Jahre dauern, ich weiß, aber trotzdem, der Wunsch, die Hoffnung ist da, dass vielleicht irgendwann mal einem Pioneers Pagonia Spiel, oder ich sage jetzt mal einem Siedler-ähnlichen Spiel, entweder mal nicht nur ein geiles, sonstiges Siedler-Feeling habe, Spiel an und für sich, sondern halt auch das Szenario stimmt. Quasi so, wie sagen wir so schön, die eierlegende Wollmilchsau, quasi alles zusammen, alles was irgendwie geht. Ich weiß manchmal so ein bisschen zu viel des Guten, das verstehe ich auch durchaus, aber naja, hoffen und träumen kann man mal noch, wa? Lass mal gucken, okay, jetzt sage ich nur die ganzen Veteranen so aufstocken, also Militär plus Silber. Viel mehr haben wir gar nicht mehr. Gut. Wir haben ein bisschen mehr Fullspeed, dann machen wir mal einen Silbertagebau. Der war irgendwo da hinten, war. Haben noch irgendwo etwas, das näher liegt. Was jetzt auch cool wäre, ist, aber das ist wirklich ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich hier so ein Gebäude ausgerüstet habe, einen Silbertagebau, dass ich nicht nur hier die Markierung habe auf der Karte selbst, sondern auch der Minimap. Aber ja, ich weiß, jetzt man kann es übertreiben. Ihr habt recht. Man kann es effektiv übertreiben.
So, haben wir hier einen Silbertagebau. Wir haben hier ein Lager für... Achso, stimmt, kann ich einmal abholzen. Braucht ja gar nicht mehr. Lager generell hier. Haben wir natürlich auch solche. Und ja, ich bin durchaus dafür. Ja, 2 Lager zu bauen für seltene Ressourcen. Einmal Silbererz und einmal tatsächlich, und jetzt kann glauben, auch für Silberwaren. Zumindest vorerst, weil das kann man ganz kurz überlegen, aber eigentlich mit der Schmelzhütte. Ja, dann macht er noch einen Silberbarren draus. Das ist da oben sowieso falsch. Hat er nicht irgendwie da unten welche? Ah, ich hab den ja schon, nicht Trottel. Das abbrechen hier. Das Erz selber reicht schon. Oh, warte mal. Jetzt einmal ab hier. Gold deaktiviert, der macht eh nichts mehr, weil er hier nichts mehr findet. Dann kann das Ding auch weg. Dann baue es doch lieber hier. So, und dann brauchen wir natürlich irgendwann mal eine Schatzkammer, eine Münzprägerei, aber alles nach und nach. Aber jetzt überhaupt... jetzt wird aber hier abgeholzt. Haut das alles ab. Dann würde man sagen, einer von euch kann wieder loslegen. Aber jetzt bitte nur mit Laubholz. Gut. Moment. Wo ist denn meine Schmiede hin? Schmiede! Wo bist du? Hä, bin ich jetzt doof? Ne, ist die Steinmühle. Hä? Ist nichts mehr, ist also verwirrend hier. Moment, ich habe hier die Weberei, die Schneiderei. Er muss ja in der Nähe sein, weil ich hier das Lager hier Dingsbums habe. Hä? Schmelzhütte, wo bist du? Ah, da. Meine Güte. Was? Ich habe schon Silbererz? Nehmen wir schnell. Junge, Junge. Lieber Gesangsverein. So. Mit dem auf normalen Speed. Der ist deaktiviert. Genau. Dann haben wir die hier. Garnison. Die einfach rein. Genau. Also aber 25 hier. Das passt doch. Von dem man hier ein bisschen Land einnehmen. Sammlerhütte, kein Personal vorhanden. Jagdhütte, kein Personal vorhanden. Ja gut, zumindest habe ich Leute hier. Ja, die Gebäude gebaut, weil es notwendig war. Also, Wache. Da ist er dran. Insgesamt 2 Münzprägerei, 2 Schmelzhütten. Um noch mehr einzuschmelzen. So, ist aber notwendig. Ach, ich weiß es nicht. Naja, muss ja nicht alles hier machen. Schmelzhütten, an der Münzprägerei, die muss sein. Vielleicht irgendwann an einem anderen Ort. Ich meine, hier wäre zwar auch eine Variante. Wie sieht es denn hier drüben aus? Ne? Ich erschließe überall Land und so. Viel machen tue ich ja auch nicht, wobei die Map gefällt mir gar nicht. Natürlich cool wegen dem ganzen Terrain und so, dass man ausprobieren konnte noch mit dem Flachs. Aber, also es ist halt überall natürlich, der Flachs, ne, muss natürlich staubige Region am besten sein und so. Das ist schon gut, nur ist es für mich hier ein bisschen unpraktisch, aber egal. Man kann nicht alles haben. Apropos alles haben, ich den dahin baue. Die Schatzkammer schon mal dahin. Nein, geht nicht.
Danke, Spiel. Den Schatz kann man da wie üblich hier unten bauen. Gut, müssen wir ein bisschen laufen, aber egal. Das wollen die auch. Hier, Münzbäckerei. Gut, hätten wir das auch schon mal. Ne? Da ist eben auch hier den Reichtum wichtig, also hier unten vor allem. Schatzkammern genau, hier einlagerst. Geht es noch um die Waffen. Machen alles genau. Veteranensoldaten, normale Soldaten. Veteranenwache. Veteranensoldaten, ne? Eisenschwerter, genau, die alle mal schon mal auswählen und dann mal gucken, wie schnell das geht. Eisenlanze, Kettenrüstung. So, dann der hier. Brauche ich ein Bronzeschwert und ein Holzschild. So, hätten wir das auch. Fast ein bisschen zu viel, aber egal. Eisenschwert, Eisenschwert, Kettenrüstung und Eisenschild. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ey. Silberdegen, das wird auch lustig. Ah, schon ein bisschen Silber hier. Das Ziel, Wache, Veteranenwache, genau, haben wir eh schon überlegt. Normale Wache noch machen. Doch mal kurz abwarten. Angeblich hat es hier Waren, aber ich sehe keine. Ah doch, da. Echt klein war, aber hier. Ja, da ist die Abenteuergilde, das ist was anderes. Das Leuchtfeuer. Wir haben an diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden und wieder aufzubauen? So ein Leuchtfeuer und ihm das Gebiet ein und Bau fertigzustellen. Du musst den Weg selbst finden. Ja gut, angenommen habe ich ihn hier schon mal. Das ist schon mal gut. Was dazu noch alles gehört? Keine Ahnung. Tatsächlich. So, auch keine Ahnung. Sammelt. Wir sammeln hier sehr viel. Warenausgangslager voll. Das heißt, braucht dann hier die nicht mehr. Genauso wie die hier. Dann sollte man nach oben gehen. Der Waldläufer ist am Camp. Ja, sie legen ab. Nein! Wo bist du? Da. Was? Greift Gegner an, erschrickt durch Schemen. Was sind denn Schemen? Sind das Geister? Bereite neue Aufgabe. Nein, er hat doch... So.
Ja, Mann, Krieg! Wir sind im Krieg! Geil, Mann! Aber einen langen Fußmarsch! Vor allem, wo hat er sein Schwert? Ein Schild hat er, ein Schwert hat er aber nicht. Toll. Ja, man sieht schon, die sind voll motiviert bei der Arbeit. Jetzt legt er sich hin. Ja, das ist verständlich. So einen langen Fußmarsch. Will ich auch erstmal hinlegen. Aber schon ein paar. Ach, Veteranensoldaten schon. Uiui. Gut, die kommen gerade noch, hä? Die 1 und 2 und so. Heißt jetzt nicht, sind jetzt hier markiert farblich? Also werden die hier jetzt auch weiß hervorgestochen? All die, ja, sind auf dem Weg. Da ist der Soldat. Nicht James Ryan oder so, aber zumindest ein Soldat. Da ist ein Veteranensoldat. Sehr schön. Ja, das läuft. Da lacht das Herz. Reichtum, 2 Schmelzhütten, ist das Teil immer noch da. Ja, der schmelzt ordentlich ein. Da ging ein bisschen Silber drauf. Wir fahren mal gerade wofür. Sind die schon hier völlig... Ja, die sind schon dran. Kohle, Kupfer für den Reichtum. Der muss auch warten, bis er produzieren kann. Na, vor allem das Silber dafür einsetzen, ganz ehrlich. Dann bauen wir kurz noch eine zweite Schmelzhütte, damit er da zufrieden ist. Ganz nachher abbauen, ist nicht so das Thema. So. Leichte Rüstung. Ja, es geht langsam, aber stetig voran. Ja, 25 Stück hier. Bin jetzt sogar auch irgendwo gesammelt oder so? Okay, dann zurück nach hier oben. Ne? Da haben sie jetzt den Weg soweit vorbereitet. Sehr gut. Jetzt immer noch eine Zeit, dass ich auch hier drüben mal gucke. Ja, überall, das sieht nicht schön aus, Leute, was ihr gemacht habt. Hier die Minimap, das sieht aus wie ein Schweizer Käse. Alles voller Löcher, das müssen wir ein bisschen anders machen hier. Dann gucke ich mal, dass ich den Weg noch einigermaßen hinkriege. Mit dem linken Auge zumindest, mit dem rechten gucke ich gerade mal auf die Zeit. So, dann machen wir das wohl in der nächsten Folge dann. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Erstmal, dass wir das mit dem Reichtum und so noch ein bisschen hinkriegen. Der ist schon jetzt in Gange. Schöne Münzen wollen wir haben. Yeah, Mann. Eine schöne Truhe. Ah, ist das schön. Ja, schon lustig, auch der Kupfer und Silber so unterschiedlich aussehen. Ich meine, es sind ja keine Kupferbarren insofern. Im Gegensatz zu Eisenbarren oder eben auch Silberbarren. Ne? Silberbarren sehen ja wunderschön aus, ne? Also, ja, doch. Schon. Aber ob es irgendwann noch Zeit, dass es Goldbarren gibt? Ne, das wäre mal nicht noch etwas. Gibt es vielleicht irgendwann mal noch mit einem DLC? Nein, Quatsch. So Münzen hier sind schon interessant, darf ich dazugeben. Ist aber nicht so, dass irgendwie bei Kupfer- und Silber-Dingen unterschiedlich aussieht, wa? Ansonsten glaube ich dasselbe. Okay. Ja, passt ja auch. Was macht der eigentlich hier? Steht ja noch nicht so richtig. Der putzt die ganze nur die Arbeitsfläche, der macht sonst nichts.
Oh, ich bin so doof und sehe es gar nicht. Ah, Silber. Hergestellt. Was macht der jetzt? Ach, der nimmt die Kohle. Macht da hinten irgendetwas, was ich gar nicht sehe. Er füllt nach. Was macht der hier vorne? Eigentlich ist das Ding nicht da. Ist das dazu? Hä? Die Kohle zu pressen, eigentlich die Münzen, aber dafür habe ich da. Hä? Ich verstehe den ganzen Prozess nicht so richtig. Ja, quasi, wer macht was? Wer stellt die Münze oder wer schmilzt irgendwie das Silber, das Kupfer ein? Wer presst nachher die Münze? Oder prägt sie ein bisschen? Ah! Ja, logisch. Die prägt. Ja, es heißt eine Münzprägerei, Trottel. Der prägt die Münze natürlich hier vorne. Also vergleicht quasi ihren Wert darauf, wenn man so will. Gut, wir gehen schon wieder zu den Detail, Freunde. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Johannes Patagonia. Und ganz kurz hier, vielleicht hier auf dem Thumbnail. Perfekt. Nächste Folge, dann kümmern wir uns ums Leuchtfeuer und sind da vielleicht auch schon durch. Und dann, wie gesagt, werde ich vermutlich ein bisschen Pause machen. Bis zum nächsten Content-Update. Wobei, wie gesagt, wenn dann das Content-Update dann noch im Februar folgen sollte, dann gibt es gar keine Pause. Da geht es Schlag auf Schlag. Beziehungsweise im wöchentlichen Rhythmus hier, also 2 Folgen pro Woche, aber ihr wisst schon, was ich meine, geht es vermutlich ganz schön weit. Oh, was mir gerade noch einfällt, was noch etwas Cooles wäre für die Zukunft irgendwann mal, Tag-Nacht-System. Ist nicht nur so, dass du sagst, Tag-Nacht, das braucht es nicht bei so einem Spiel, aber wenn ich schon auch einen Wettereffekt und so drauf habe, mit Sonne und Schatten und so, ein bisschen mehr Wettereffekte. Aber ja, eben, das sind so Dinge, wo ich mir sage, hey, das war so eine Early Access Version noch nicht, das ist dann für die fertige Version des Spiels. Vielleicht auch nicht. Gut. Wir sind Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.